zusammen, ich bin Anne, ihr seid bei Handgelenk mal Pi gelandet. Wir möchten heute gerne unser Junk Journal weiterfüllen. Ich habe mir vorgestellt, dass wir so eine Seite machen wollen. Ein Bellyband, das hier und hier zugeleimt ist und 3 so kleine Tags. Für das brauchen wir ein paar schöne Buchseiten, irgendein Kartönchen und irgend so etwas Hübsches. Und dann kann es nämlich schon losgehen. Zuerst brauchen wir natürlich ein bisschen Platz. Das brauchen wir auch noch nicht. Das geht auch noch ein bisschen warten. Ich suche mir mal hier eine schöne Buchseite raus, wo wir dann 3 Stückchen daraus reissen können. Vielleicht so eine ganz dunkle oder eine mit viel Text hätte ich gerne. Eine mit ein bisschen höherem Text. So, ich glaube, ich nehme die ist noch so schön gefleckt. Das andere Zeugs brauchen wir gerade nicht mehr. Gang weg. So. Und dann nehme ich mir ein Lineal. Man kann es natürlich auch schneiden, wie man will. Ja. Es gibt so spezielle Reisslineal, die so eine gewählte Seite haben, aber das reicht mir eigentlich. Ich reisse mir einen schmalen Streifen für ganz in der Mitte. Ich kann es ja gerade hier drauf haben, dann sehe ich es gerade. Etwa einen Sonnenstreifen. Da kann ich schauen, ob wir ungefähr gerade sind. Und dann reissen wir noch einen breiten Streifen. Vielleicht etwa so. Wow! Und weißt du, ich glaube, ich mache gerade das zweites noch. Das ist das gleiche Papier. Ich nehme, glaube ich, noch das Dunkle. Wo ist es jetzt? Jetzt ist es weg. Nein, da ist es. Das haben wir doch vorher gehabt. So, die 3 gehören zusammen. Das geht weg. Und das Ganze noch einmal. Das Rändchen kommt fort. Ein schmaler Streifen. Ein mittlerer Streifen. Und, oh, genau, der ist gerade so lang. Der ist gerade so. So. Voilà. Jetzt, ich glaube, oben und unten reißen wir es nicht ab. Schnell schauen, wie hoch das müsste sein. Ja, das ist gerade gut. Da reißen wir gerade oben und unten die weißen Stellen nicht ab. Dann lassen wir gerade dran, sonst wird es ein bisschen eng. So, und dann werden wir das doch gerade schnell ein bisschen inken. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal das Schwarze. Ich habe das Gefühl, das kommt noch ganz gut. Das tut dann schön rausleuchten. Das Gefransel hier auf der Seite lasse ich extra da. Ich finde das noch schön. Habe ich wieder trockene Stempelküsse? Ist das möglich?
Das ist ganz gut möglich. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Wasser drauf sprayen. Was auch gut geht, ist, wenn man hier Wasser drauf sprayt. Das nützt damit auch etwas, weil da hat man immer extrem viel Farbe noch dran. Das könnten wir ja auch mal ausprobieren. Wo ist mein Wasserspritze? Da, wo es hergehört. So, oh, das war glaube ich ein bisschen viel. Das war glaube ich ein bisschen viel. So, die Finger sind natürlich auch voll. Wie immer. Ja, schau. Und viel. Ja, aber dann geht das Ganze ein bisschen schneller vorwärts da. Also nicht, dass wir unbedingt pressieren müssen, aber die Imkerei braucht doch immer viel Zeit. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr gerade mitbasteln könnt. Es wäre natürlich super, wenn wir es gerade miteinander machen könnten. Ich würde mich freuen. Oder macht ihr sonst etwas Schönes für euch? Ein kleines Päuschen. Oder habt ihr gerade ganz dringend irgendwie eine kreative Idee gebraucht? Und sind so bei mir gelandet. Oder wie sind ihr eigentlich bei mir gelandet? Wie habt ihr mich gefunden? Das würde mich also schon noch interessieren. So, da einmal rundherum. Ja, und da geht es weiter. Ein kleines Streifchen. Ich denke, wir kleben das nachher zusammen mit ganz normalem Stiftleim. Das sollte reichen. Da geht ja niemand dran rumschreissen. Und das letzte, dann haben wir es dann. Also ich meine die 3 Papierchen aufeinander aufkleben. Das machen wir mit Stiftchen. Ins Buch hinein klebe ich es dann entweder mit dem Tacky Glue oder irgendwie mit einem normalen Bastelkleber. Das sollte wahrscheinlich auch reichen. Mit irgendetwas, wo wir eine feine Spitze haben am Leim, wo wir dann dünne Linien machen können. So, gut. Jetzt fehlt mir noch irgendein Leimmättchen oder etwas. So, dann haben wir einfach irgend so einen Prospekt. Und dann Leimstift. Jetzt gar nicht irgendeinen speziellen, einfach ganz normalen. So, das ist ja nicht eine grosse Hexerei. Also 3 Papierstreifen aufeinander aufzuleimen. Ich glaube, das kann doch jeder, der einen Leimstift bedienen kann. Das ist nicht so eine grosse Sache. Aber es macht einen guten Effekt. Ganz einfache Techniken, einfache Sachen, gar nicht riesengroße Basteleien. Ja. 3 Streifen aufeinander und schon ist unser Bellyband fertig. Next. Ja, schon wieder die ganzen Finger voller Leim. Voilà. Ein bisschen in der Mitte probieren. Schauen, wo oben und unten ist. Aha. Genau, wie gesagt.
Oh. Ja, der Ecke, der ist gerade kleben geblieben, hier. Auf dem Stift oben. Ja, den nehmen wir dann auch noch mit. Können wir ja einfach wieder dran pflümeln. Knübel, Knübel. Und zack. Einfach so dran her. Fällt gar niemandem auf. Wow. Zeig mal. So sehen die aus. Und das Lustige ist, ich habe die eigentlich gar nicht anders gemacht als das da. Und trotzdem sieht es anders aus. Ich weiss nicht wieso. Das hat viel mehr verfötzelt beim Reissen. Da habe ich da habe ich auch mit Schwarz und noch mit Braun, wahrscheinlich beides ein bisschen gemischt. Und halt ein bisschen weniger. Die gleiche Technik und es sieht komplett anders aus. Das ist doch auch immer wieder eine schöne Überraschung. So, ja, wie geht's weiter? Jetzt brauchen wir noch drei so kleine Tags. Und das habe ich jetzt gedacht, reicht gerade für 3. Dann bräuchten wir ja noch einmal so eins. He? Da haben wir noch eins. Voilà. Und das sind einfach so mehr oder weniger hässliche Scrapbook-Papierlis. So ein bisschen dickere Papier. Wo wir einfach möchten, irgend so etwas da drauf kleben. Mal schauen, welches das uns da passen. Irgendetwas, wo ein bisschen kleine Sachen drauf sind. Vielleicht das mit den Rössli. Ja, ich glaube, das ist gut. Rössli nehmen wir. Aha, ich brauche etwa noch eins. Und jetzt haben wir einmal Rössli, dann nehmen wir noch einmal Blumen. Oder so etwas ganz Rosaniges. Oder noch etwas Blumigeres. Ich hätte gerne noch etwas Blumiges, so richtig. Oder so. Nein. Oder so. Noten. Nein. Ich kann mich wieder mal nicht entscheiden. Das ist also furchtbar bei mir. Ich brauche immer so lange, bis ich mich für irgendetwas entschieden habe. Also so ganz schlicht. Ganz schlicht wäre doch auch noch schön. Ich glaube, ich nehme das. So. Also. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, am gescheitsten kleben wir das einfach da drauf und nachher schneiden wir es zuschneiden. Ich denke, das ist am einfachsten. Ich nehme hier wieder mein Leimmätteli, also mein Prospektli. Ich tue hier einfach mal ein bisschen rumblättern, damit wir wieder mal alte Leim drauf sind. Und dann schmiere ich das mal mit Leim ein. Ich nehme einfach wieder den. Ich komme da noch ein bisschen näher zu euch. So. Leim. Schöne Decke. Ja, ich glaube, das ist gut. Das Geschlieber. Und jetzt wollte ich das Rost hier unten drauf haben auf einem, oder eher nicht. Doch, ich glaube schon. Also dann
schaue ich, dass ich gerade das hier unten habe. So, ich glaube, es ist ganz genau, passt ganz genau drauf. So, jetzt habe ich es natürlich schön hinten in die Linie gelegt. Und aus dem falschen... Nein! Ich wollte hier drauf leimen. Und nachher eigentlich hinten, wo das Karton weiss ist, hätte ich dann einfach mit Stempelfarbe irgendwie etwas noch gestempelt. Aber egal. Kleben wir einfach auf der Hinterseite auch noch etwas drauf. Dann wird es nämlich gerade noch ein bisschen dicker. Und ich denke, wir machen hier dann ein bisschen Notenpapier drauf. Aber zuerst das noch aufkleben. Und da nehme ich eher so, ja, genau. Blumen drauf sind. Mehr Blumen, weniger Schrift. So, alles schön einschlirken. Und das passt das auch gerade direkt drauf. Ja, ist das schön. Extra für mich die richtige Größe verwünscht. Gut. Dann denke ich, schneide ich oben gerade ab. So. Schnipp, schnapp. Da noch ein bisschen andrücken. Ich mache das manchmal so, wenn ich es nicht gerade sofort brauche und ich es noch ein bisschen andrücken sollte, stecke ich es mir einfach unter die Unterlage drunter. So, manchmal suche ich es dann zwar. Denke ich so, Kopf, Gabi, wo kriegt mein Zeug wieder her da? Alles wieder verhühnert. Ja, no. So, gut, ein bisschen andrücken und dann, ja dann, gehe ich mir jetzt halt noch schnell Notenpapier suchen. So, da bin ich wieder. Gut, den Mozart habe ich gefunden. Und dann machen wir es halt noch einmal. Ich weiss noch, was sie sind, da drunter. So, eins mehr. Ja. Man kann ja das oftmals noch fixen, wenn man irgendeinen Quatsch gemacht hat, wieder einmal wie ich. Und sonst, mein Gott, es ist nur Papier, oder? Aha, voilà. Eins so, und jetzt möchte ich gerne, dass man diese Seite sieht, weil es da gerade so viele schöne Nötchen drauf hat. Dann machen wir es den richtigen Weg um. Mann! Also, so haben wir gesagt. So haben wir gesagt. Genau. Voilà. Mehr oder weniger gerade. Und dann kann ich das gerade abschnetzeln. So. Ja, jawohl. Genau. Ich stecke es nochmal drunter, um nochmal ein bisschen andrücken. Und jetzt, was wollen wir da noch nehmen? Ja, gerade da.
Also ich habe jetzt die Karton überhaupt nicht abgemessen. Ich denke, das machen wir dann einfach nachher beim Zuschneiden. Schauen wir gerade, wie gross das wir sie haben wollen. Das war jetzt gerade Zufall, dass ich jetzt noch gerade so ein Stückchen gefunden habe, wo wirklich gerade etwa die richtige Grösse hat für so drei Tags oder so. Wo sind wir? Da sind wir. Ja, genau, jetzt habe ich das auch wieder den verkehrten Weg draufgeklebt. Genau die Seite, die ich eigentlich gesehen wollte, habe ich draufgeklebt. Aber es ist ja nicht so schlimm. Es sind ja nur Noten, ob jetzt doch ein bisschen kleinere oder ein bisschen grössere Noten drauf sind. Mein Gott. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen verwirrt heute am Morgen. Aber das ist eigentlich auch normal. Solange ich nicht das Bild so draufklebe, ja, ist gut. Es ist gut. Lacht doch. Euch ist ja sicher noch nie so etwas passiert, gell? So. Voilà. Jetzt. Und da schon wieder überall ein bisschen Ordnung machen, das Geschnipsel ein bisschen fort tun. Ja, dann noch ein bisschen andrücken und dann geht es ans Schneiden. Oder geht es schon ans Schneiden? Soll ich zuerst Bellybands reinkleben und dann können wir nämlich abmessen, wie gross das die Tags werden sollen. Genau, dann kann das noch ein bisschen andrücken. Und ich nehme jetzt tatsächlich nicht den Tagging-Glue, sondern so ganz normalen Bastelkleber, den ich hier in so ein kleines Tübchen gefüllt habe, weil das hat vorne ganz dünne Spitze. Ihr seht es schon, gell? Auch wenn es nicht scharf ist. Mal. Genau, da kann ich ganz dünne Linien ziehen. Und er ist auch recht flüssig, das ist noch cool. Dann kommt er recht schnell raus und so. Gut, ich suche mir hier eine Seite. Ich will zuerst das reinkleben und zwar, würde ich sagen, auf dieser Seite. Gerade so. Ja, und jetzt eben, jetzt muss ich natürlich wissen, ungefähr so, So, dann haben wir 3. 1, 2, 3. Also da und da, da und da, Ja. Genau, also ich mache oben eine feine Linie. Ihr seht es ja gar nicht. Sagt es doch. Sagt auch etwas. Da eine feine Linie. Da eine feine Linie. Und da eine feine Linie. Voilà. Da ist noch das Fötzchen, das brauchen wir nicht. Ja, es wäre noch schön, wenn wir es gerade reinkleben. Sieht der auch noch gut aus. Da. Bleib doch gerade. Verrutscht doch bitte nicht. So, das wäre das eine. Und nachher machen wir auch gerade in der zweiten Signatur suchen wir uns noch ein Plätzchen. Ich würde sagen, ziemlich weit hinten. Das ist jetzt eine recht dunkle Seite. Würde das auf einer helleren jetzt besser aussehen? Oh, schau mal, der Unterschied ist, finde ich, extrem. Also das sieht natürlich auch hübsch aus, aber da leuchtet das noch viel mehr raus. Also, in dem Fall wieder so, einmal oben durch, einmal etwa da, einmal etwa da und unten. Ist es gut? Hat es genug Leim drauf? Ja, ich glaube es schon.
So. Ich hätte jetzt fast noch ein bisschen weiter rauf dürfen, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr gut schieben. Ja, das ist schon gut so. Ein bisschen über darf es noch. Ah. Ja, das finde ich jetzt also noch hübsch. Und es ist eben schön flach. Das hier ist nicht so dick, wie wenn man jetzt da fette Collage machen oder so. Es sind einfach nur 3 dünne Seitchen aufeinander draufgeklebt. Und dann wird eben das ganze Buch auch nicht so riesen fett. Gut, also, ich muss da mal ein bisschen warten, aber nicht allzu weit fort. Weil wir auch noch schnell ein bisschen nachmessen. Also messen ist übertrieben. Einfach hier schnell schauen, wie breit sollten die werden. Ist das zu breit, wenn man das gerade drittelt? Wahrscheinlich nicht, hä? Das ist sogar noch ein bisschen grösser als das. Ich glaube, das kann man gut so machen. Ich glaube, was ich vorher noch mache, ist, das geschwind ein bisschen inken. Ganz bisschen, würde ich sagen, mit ein bisschen Vintage-Foto. Und hier so ein Bürstchen. Wo habe ich es? Habe ich das? Braun, ein rotes habe ich. Ich glaube, das ist schon gut. So ein bisschen so. Wir hätten mit einer Schablone. Das können wir ja immer noch. Einmal ein bisschen so. Ein bisschen wolkig möchte ich es gerne haben. Ich weiss gar nicht, ob man es jetzt in der Kamera gut sieht. Wahnsinnig viel tue ich jetzt nicht dran, aber ich mache es so extra ein bisschen wolkig. He? Ein bisschen fleckig, sieht man es denn? Ja gut, weißt du, jetzt kommen wir noch schnell mit einer Schablone. Und zwar habe ich da so ganz kleine, herzige. Und das würde mir jetzt noch gefallen. Und wie wenn wir das würde mit Grün noch hübsch aussehen, so ganz fein. Oh, wie kann ich das? Ganz fein. Ganz fein. Habe ich jetzt da? Nein, eben, siehst du jetzt, das haben wir gesagt. Das, ganz feines Grün. Was habe ich? Moved Lawn. Was ist das? Nein, wie spricht man das aus? Mouth Lawn. So wie immer das ist. Ist mir eigentlich noch so wurscht. Hauptsache, es macht schön. So. Ganz hell und fein. Passt doch, finde ich jetzt noch so. Nur noch ein bisschen anhauchen. Genau. Da noch. Etwas dunkleres. Jawohl. Genau. Das haben wir wollen. Und da haben wir auch gerade. Gleichlich? Nein, nicht gleichlich. Nein, das darf schon was anderes sein. Das dürfte etwas rosa nicht. Nein, die Farbe würde jetzt vielleicht noch passen, oder nicht? Das ist das völlig Quatsch. Ah, das da. Da. Ich spreche es jetzt gescheiter nicht aus, weil lesen es selber, wenn ihr es noch lesen könnt. Diese Farbe. Irgend so ein hellblau. Hellblau. Oh. Ja.
Man hätte vielleicht das Grüne noch ein bisschen abstreichen irgendwo. Ein Zettel. Geschwind. So. Mama. Ah, jetzt. Jetzt ist es ein bisschen bläuer. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Kommt gut. Ich glaube, es kommt gut. Und da noch. Oh. Jawohl. Hübsch. Wieder das richtige Deckel und das richtige Stempelküsschen drauf. Das wäre noch schön. Dann mit dem Zeug schneiden. Vielleicht wäre es gleich gut, wenn wir so ganz schnell würden, so ein kleines bisschen abmessen. Wenn man jetzt noch einen Bleistift hat, wäre das jetzt auch noch gerade so nicht allzu übel. Nur so pro forma, gell? Und nicht so, sondern so. Mit Inch kann ich ja so nicht rechnen. He? Gut, wir haben hier 12, wenn wir jetzt sagen, wir haben 12, ich weiss doch auch nicht was. Ich dachte, das 4, irgendetwas 2 oder so. Das ist doch nicht so genau. Und so. Stimmt das? Nicht wirklich. He? Aber es macht nichts. Das ist schon gut. So. Und dann haben wir das hier noch. Da sagen wir etwa so. Noch so. Und ein bisschen so. Und ein bisschen so, ja. Genau. So muss ja nicht haargenau stimmen. Schneiden wir das mal ab. Mit dem. Schön fein. Nicht munnen, dass es nicht verrutscht. So. Ja, also sehr fest schlecht ist es nicht. Jetzt könnte man dort noch ein bisschen abschneiden. Ist alles gut. Alles gut. Alles gut. So, jetzt. Und einmal so. Oh, sind doch die zu breit? Wenn ich jetzt das dort so ein bisschen vergleiche mit dem Bellyband. Ja, wir werden es herausfinden. Wir werden es dann sehen. So, das ist auch nicht ganz wirklich. Da sollten wir es noch schneiden. Komm, wir schneiden es noch. Das sind wahrscheinlich sowieso ein bisschen breit. Die sind doch ein bisschen breit. Schneiden wir jetzt hier gerade alles aufs Kleinste. Und nachher kommt es gut. Voilà. Und hübsch. Hübsche sind das, hübsche. Ja, und von der Breite passen sie auch gerade schön rein. Gerade mal schauen, hoffentlich ist der Leim schon mehr oder weniger getrocknet. Oh ja, schau jetzt.
Sehr hübsch, sehr hübsch. Und die da, sollen wir die auch noch schneiden? Schneiden wir doch die jetzt auch noch gerade. Ja, ja. Ja, wir können es von Anfang an gerade richtig machen. Oder wir machen es nicht von Anfang an richtig. Darf jetzt das gerade sein und gerade bleiben? Das wäre jetzt wirklich noch nett. Wie wäre es so? Ich sehe es natürlich genau nicht dort hinten. Mal, das ist gut. So. Schau, der mit dem Röstchen sieht jetzt auch gut aus. Und da haben wir im Roswald den Grind abgeschnitten. Aber mein Gott, das fällt jetzt nicht so auf. Sorry, Röstli. So, jetzt könnte man dem noch die Ecke runden. Eigentlich könnte man das jetzt noch. Machen wir doch das geschwind. Oh, zack. Zack. Oh ja. Ja, wir finden das gut. So. Oh, hat ein bisschen hart. Aber es geht. Und was kommt nachher? Einmal rundherum inken. Soll ich das mit Schwarz machen? Oder mit Braun? Oder mit Blau? Oder mit Grün? Ich habe irgendwie das Gefühl, Schwarz wäre ein bisschen zu grob. Wir haben beim Bellyband schon so viel Schwarz. Ausser man würde vielleicht wirklich nur so machen. Oh ja, schau jetzt. Nur die Kanten. Das. Oh. Genau. Nur die Kanten. Und gar nicht noch gross so ausfranseln. Weißt du, was ich meine? So wie hier. Ich habe das Gefühl, das gefällt mir jetzt gerade sehr gut. Jetzt könnte man natürlich auch noch dann mit dem Blau eben so ein bisschen machen. Wäre es sicher auch noch hübsch. Aber ich glaube, wir lassen es gerade. Ich finde es total hübsch, so schlicht. Das andere recht verzuselt, das da. Und dafür aber die da schön schlicht. Vielleicht wäre es gut, wenn wir noch mal ein bisschen laden, die Farbe noch laden. Aber wenn wir immer gerade alles wieder versorgen. Oh, ja, macht nichts. Und schau, es passt schön zu diesen, wie sagt man, Spritzer. Ja, es sieht gut aus. Ja, ich bin zufrieden. Oh, ich habe das Gefühl, wenn die dann fertig sind, gefallen mir die gut haben. Ja. Aha. Nur einmal schnell das Rändchen. So, und dann wäre es gut. Jetzt brauchen wir noch ein Loch. Haben wir da ein schönes Lochzängli. Haben wir. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Ich würde sagen, die Dicken kommen hier her. Und zwar der Weg so, so und so. Das heisst, sie müssen auf dieser Seite ein Loch haben.
wenn es geht, in der Mitte. Da wäre schön. Wie findet man die Mitte raus? Augenmaß. 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 Haben ihr ein gutes Augenmaß? Ich nicht so. So, hey, schön. Und dann fehlt dann noch das Bändchen. Jetzt müssen wir auf das andere schauen. Das wollen wir hier reinstecken. Dass es dann auch ganz sicher am richtigen Ort gelocht ist. Zack, zack und zack. Sie passen auch schön rein. Das ist toll. Auf dieser Seite lochen. Augenmaß. Zack. Augenmaß. Schöne Blumen rein. Sorry, Blumen. Und noch als letztes. Voilà. Da, und dann habe ich mir da ein Schnürchen parat gemacht. So was da. Habe ich mir gedacht. Ein bisschen rustikal. Ein bisschen rustikal und wie lange muss es sein? Nicht allzu lang. Wahrscheinlich etwa so. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Wenn es dir nicht gefällt, kann man es immer noch wechseln. Vielleicht wäre ja das farbiges gleich auch noch hübsch gewesen. So, oh, was ist los da? Ja, noch. Jetzt ist es so. So. Tross ohne Kopf. Ja, komm jetzt, aber das schaffe ich jetzt also schon noch. Da rein zu wursteln. Und dann, das nehmen wir alle mit. Das ist jetzt ein Knübel. Alle, habe ich gesagt. Das heisst, ich auch. So. Voilà. Im Loch innen könnte man natürlich auch noch inken. Es würde auch noch schön aussehen. Ups. Das machen wir jetzt aber nicht. So. Komm. Voilà. Hey, es gefällt mir denn. Das sieht aber jetzt wirklich gut aus. Und noch die da. Ja, ich glaube, da suche ich mir dann nachher ein anderes Schnürchen. Ich will, glaube gleich auch noch so eins. Aber weißt du was? Unsere Zeit ist etwa längstens um. Ich mag jetzt hier nicht ewig lang überziehen. Ihr wisst ja, wie man Schnürchen anmacht. Ich stecke jetzt die einfach so rein und gehe mir dann ganz in Ruhe noch etwas Passendes raussuchen. So, hey, schau mal, wie herzig das aussieht. Das gefällt mir mega gut. Diese Seite und diese Seite haben wir heute gemacht. Die gefällt mir fast ein bisschen besser, weil das alles ein bisschen harmonischer ist fast. Da hat man dürfen vielleicht eher in dieser Farbe etwas noch machen. Die würde vielleicht zu einem etwas helleren Bellyband besser passen, auch hier. Da würde sie auch sehr gut hineinpassen. Ja gut, also, hey, schön sind ihr wieder dabei gewesen. Wäre mega cool, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, wenn wir zusammen basteln.
in unserem wunderbaren Junk Journal, das wir miteinander gemacht haben. Tschüss!